Hey, so cool, wenn ihr noch mehr über das Thema der Liebessprachen erfahren. Jetzt habt ihr euch sicher gefragt, warum sind die Liebessprachen überhaupt so wichtig? Ja, zum Kern von allen Bedürfnissen in einer Ehe gehört es, dass ich mich geliebt erlebe von meinem Partner. Was nützt dir ein tolles Haus, fantastisches Auto, geniale Ferien am Strand und. Wenn du den Eindruck hast, dass du dich vom Partner nicht wirklich geliebt fühlst. Etwas in uns inne schreit förmlich nach dieser Liebe vom anderen. Wir haben sogenannten Liebesdank. Und wenn jetzt Paarbeziehungen leiden, dann steht eben die Dankanzeige oft bei Null. Weit unten. Da muss aber nicht zu Ende sein. Der Liebesdank kann immer und immer wieder gefüllt werden. Ja, aber so einfach ist es dann leider nicht. Im Sketch haben wir gesehen, dass Simon Manuela hat überraschen und damit seine Liebe zeigen. Aber die Art und Weise, wie er das gemacht hat, ist bei der Manuela überhaupt nicht angekommen. Ja, wir alle fühlen uns auf unterschiedliche Art und Weise geliebt. Ein amerikanischer Paartherapeut, der Gary Chapman, der hat uns für das ein tolles Hilfsmittel an die Hand gegeben. Es heisst die 5 Sprachen der Liebe. Vereinfacht gesagt geht es dort um 5 Liebessprachen. Natürlich gibt es noch Untervarianten und Dialekte davon. Aber der Einfachheit halber wollen wir es heute bei diesen 5 Grundvarianten lassen. Die erste Liebessprache ist die Sprache von Lob und Anerkennung. Wenn dein Partner die Liebessprache hat, dann tut es ihm gut und er fühlt sich dann geliebt, wenn er immer und immer wieder hört, was er ist, was er gemacht hat, wenn er für das würdigende, anerkennende, ermutigende Worte bekommt. Gerade bei diesen Personen nützt es überhaupt nichts, wenn man ihnen immer wieder sagt, was sie machen sollten, wenn man ihnen umnörgelt. Es braucht das Gegenteil. Wort von der Anerkennung. Wort, wer sie sind und auch beim Kleinen, wer sie sind. Wenn dein Partner diese Liebessprache versteht und redet, dann trainier deine Augen, immer wieder das Gute zu sehen und das auch auszusprechen, das umzusetzen. Und du wirst überrascht sein, dass gewisse Sachen vielleicht sich wie von allein auflösen, die schon lange liegen geblieben sind, weil sich dein Partner durch lobende, anerkennende Worte geliebt fühlt. Die zweite Liebessprache, das ist das zweite Miteinander. Als Symbol das Herz und die Uhr zum Zeitenkommen das zweite teilen. Im Sketch haben wir gehört, dass Manuela gesagt hat, ihr wäre es viel lieber gewesen, der Simon würde wieder mal einen Abend mit ihr zweiten verbringen. Menschen, die diese Liebessprache haben, denen ist es wichtig, dass man Zeit hat, nur für sie das Zweite allein. Was man in dieser Zeit macht, das ist nicht so wichtig. Aber wichtig ist, dass sie in dieser Zeit volle Aufmerksamkeit bekommen. Das heisst, kein Handy, kein Fernsehen, gar nichts. Wenn dein Partner diese Liebessprache redet, dann nimm dich doch wieder mal Zeit, mit ihm draussen spazieren, zusammen ein gutes Glas Wein trinken und Herzen teilen oder zusammen gut essen. Aber entscheidend sind nicht nur die grossen Momente, sondern die kleinen Momente im Alltag. Wenn du dir immer wieder 5 bis 10 Minuten jeden Tag Zeit deinem Partner schenkst, wo du ihm ungeteilte Aufmerksamkeit gibst und ihm damit zeigst, ich habe dich gern. Die wohl einfachste Liebessprache ist die Liebessprache der Geschenke. Dabei geht es nicht um grosse, teure Geschenke, sondern vielmehr ist wichtig, dass das Geschenk von Herzen kommt. Also es kann auch ohne Kosten verbunden sein, etwas Kleines, wie ein ausgeschnittenes Papierherz oder eine Blume aus dem Garten. Weil das Geschenk bedeutet, du bist mir wichtig. Ich kenne dich und weiss, wie viel das Geschenk bedeutet. Ich denke an dich, ich liebe dich. Mir persönlich bedeutet es genau gleich viel, ob mir der Roman ein Post-it-Zettel an den Spiegelschrank klebt mit der Nachricht «Ich liebe dich» drauf oder Blumen heimbringt. Eine weitere Liebessprache ist die Hilfsbereitschaft. Als Symbol die Gartenhändchen fürs Anpacken. Diese Liebessprache ist ganz eine praktische Art. Wenn Simi zum Beispiel die Schminenscheibe putzt, was eigentlich sonst mein Job wäre, dann zeigt sie mir auf ganz eine praktische Art und Weise, dass sie mich gern hat. In dieser Liebessprache geht es nicht darum, möglichst viel oder aufwendige Sachen zu machen, sondern ganz praktisch im Alltag mit kleinen Gesten und Unterstützungen zu zeigen, ich habe dich gern und darum mache ich das für dich. Die letzte Liebessprache
ist die Liebessprache von der Zärtlichkeit. Darum habe ich hier ein Massageöl mitgebracht. Wenn du als Mann jetzt zuschaust, denkst du vielleicht, yes, das ist meine Liebessprache und denkst dabei an Sexualität. Zärtlichkeit hat aber nicht in erster Linie mit Sexualität zu tun. Vielmehr geht es um die kleinen, alltäglichen Berührungen im Alltag. Wenn dein Partner die Liebessprache hat, braucht er immer wieder mal körperliche Nähe. Wie zum Beispiel ein Handheben auf dem Spaziergang, ein Kuss, wenn ich komme oder gehe. Das kann auch ein Schultern berühren sein, wenn ich vielleicht etwas auf den Tisch stelle. Natürlich gibt es auch ausführlichere Varianten wie eine Rückenmassage, die ein bisschen mehr Zeit brauchen. Vielmehr geht es aber wirklich bei dieser Liebessprache darum, dass wir uns einen Augenblick Zeit nehmen, überlegen, hey, das weiss ich, mein Partner braucht körperliche Nähe, ich umarme ihn wieder mal herzhaft. Oder ich nehme seine Hand, weil er sich durch das geliebt erlebt. Ja, jetzt habt ihr alles, was ihr braucht. Überleg dir für einen Moment, welches ist die Liebessprache, die du verstehst. Sind es Worte der Anerkennung, die runtergehen wie Honig, die dein Herz höher schlagen lassen? Ist es das Zweite mit dem Partner, wo dir zeigt, dass er dich gern hat? Sind es Geschenke, die kleinen und die grossen, die zeigen, dein Partner liebt dich so? Oder sind es Zärtlichkeit, wenn Berührungen dein Herz höher schlagen lassen? Oder ist es ganz praktisch die Hilfsbereitschaft, die dir zeigt, mit kleinen Unterstützungen, dein Partner hat dich gern? Nehmt doch euch einen Moment Zeit und überlegt euch, was ist die Liebessprache. Und wenn ihr das herausgefunden habt, dann könnt ihr am besten eurem Partner mit euren Worten, mit euren eigenen Beispielen erzählen, wie ihr euch am besten geliebt fühlt. Und dann nichts wie los, als gegenseitig die Liebessprache erlernen, anwenden, einsetzen und ihr werdet sehen, wie euer Liebesdank gegenseitig wird gefüllt werden, mit dem Resultat, dass eure Ehe intensiver, tiefer und erfüllter werden darf.